Helga und Bernd Kluger sind zum ersten Mal wieder hier, wo es vor 1,5 Jahren passiert ist. Also hier, irgendwo muss er liegen. Hoffe ich. Der Ehering. Den hat Bernd beim Baden im Urlaub verloren. Die nächsten Stunden werden zeigen, ob die Schwäbisch Gmünder ihn wiederbekommen. Jetzt fühle ich mich mit dem Tegernsee verheiratet. Der hat den Ehering von meinem Mann. Alle Versuche, ihn wiederzubekommen, sind bisher gescheitert. Heute ihre letzte Hoffnung. Hat er geschrieben, wann er kommt? Jannik Radke. Er ist schon seit 5 Stunden unterwegs. Eigentlich sind es ja fremde Leute. Ich habe nur kurz mal mit ihm jetzt telefoniert und fahre eigentlich durchs halbe Land jetzt auf gut Glück, dass das alles funktioniert. Jannik aus Graben-Neudorf in Baden-Württemberg ist eigentlich Bademeister. In seiner Freizeit sucht er Eheringe. Das ist jedes Mal ein Abenteuer, wenn man ins Auto steigt. Wenn ich ihn glücklich machen kann, das ist für mich einfach genug eigentlich. Er macht das nämlich alles umsonst. Nur die Anfahrt lässt sich Jannik bezahlen. Jetzt bin ich mal gespannt. Jannik, hallo. Okay, Bernd. Hallo, Jannik. Helga, mal froh. Ja, klar. Tausende von Euro an Equipment hat er dabei. Das Wichtigste, seine Sonde. Die findet jedes Metall. Ich bin voller Hoffnung. Helga und Bernd hatten den Ring schon abgeschrieben. Bis Bernd in der Zeitung von Jannik gelesen hat. Der muss ja irgendwo sein. Rational gesehen kann sowas ja nicht einfach so verschwinden, ja. Ich hoffe, dass nicht enttäuscht ist. Nee. Zitterst aber, oder? Ja, das ist auch bloß die Aufregung. Er taucht mit einem Kompressor. Der drückt Luft durch den Schlauch und sitzt auf diesem kleinen Bötchen. Es kann losgehen. Mit dabei zur Unterstützung Janniks Freundin. Er schätzt, dass er maximal 1 Stunde braucht, um das Gebiet abzusuchen. Wenn er nach 1 Stunde nichts hat, sieht's schlecht aus. Ehrlich gesagt kann ich es mir gar nicht vorstellen, dass man so viel Glück hat. Aber man versucht es, gell? Ja, so die Richtung nach vorne. Parallel zum Steg, in diese Richtung. Und dann praktisch Vorderkante vom Steg, so ein Rechteck. Ja. Ich muss sagen, es ist trotzdem ein großes Stück zum Suchen. Ne? Ja, also 100 Quadratmeter sind es gleich. Ja. Normalerweise findet Jannik viel Müll, wie Blechdosen und Angelschrott. Die große Sonde empfängt grobe Signale. Der kleine orangene Pinpointer ortet das Metall dann genau. Nach 10 Minuten, er hat was gefunden. Müll oder Ring? Angelhaken. Fehlalarm. Die Suche geht weiter. Jannik sucht die gesamte Fläche mehrmals ab. Sollte er nach 3 bis 4 Mal nichts finden, muss er aufgeben. Noch zuversichtlich? Ja, immer, natürlich. Suchte das erste Viertelstunde. Die Sonde schlägt immer wieder an. Aber nach 40 Minuten kein Erfolg. Und es gibt ein Problem. Ich glaube fast, ich bräuchte noch ein bisschen mehr Blei oder eine Flasche auf dem Rücken, dass sie noch weiter runterkommt. Seine Freundin packt ihm noch die 25 Kilo Sauerstoffflasche drauf und 18 Kilo Blei. Immer weiter, nie aufgeben. Mittlerweile warten Bernd und Helga schon fast 1 Stunde und werden langsam nervöser. Was gefunden? Wieder nichts. Kommt immer so ein bisschen Hoffnung, gell, wenn er aufsteht. Ja, immer wenn er was in das Täschchen reintut, vielleicht ist es dabei, wer weiß. 3. Suchgang. Die Anspannung steigt. Und das, obwohl Ringe bei den Klugers zuerst gar nicht vorgesehen waren. Ich war nicht so der Ringträger und dann habe ich gesagt, ich möchte keinen Ehering. Aber dann hat er mich überredet. Das ist eben noch einmal Zeichen für uns beide, dass wir zusammengehören.
Maximal 1 Stunde wird die Suche dauern, hatte Jannik gesagt. Wie lange ist es jetzt schon, Bernd? Bitte? Wie lange ist es jetzt schon? Was da drin ist? Ja. 1 Viertelstunde. Ja. Und was ist jetzt das Gefühl? Schwindet. Ja. Ja gut, man weiß nicht, was passiert ist seither. Ja. Vielleicht gibt es da ja tatsächlich irgendwelche Leute, die nach der Badesaison suchen gehen. Ja. Der 3. Suchdurchgang ist abgeschlossen. Die Chancen, den Ring jetzt noch zu finden, sind gering. Trotzdem will er nicht aufgeben. Ob ich noch Hoffnung habe? Ja. Ja, doch auf jeden Fall, auch wenn es kalt ist. Ich glaube, ihr friert draußen mehr wie ich hier drin. Er geht ein letztes Mal los. Ah, schade, Schatzi. Ich glaube, Ich gebe auf. ich suche jetzt nochmal. Ja, aber ich bin mir sicher, da waren schon welche vor uns da, Schatz. Jetzt bin ich auch baff, wenn das wirklich ist. Ich glaube erst, wenn ich sehe. Ich glaube, das ist auch. Das mal sehen. Jetzt müssen wir gleich mal die Das sieht gut aus. Das sieht echt gut aus. Sieht gut aus, ja? Ich fass das nicht echt. So. Ist das, ja? Ja? Oh, der ist Aber- es wirklich. Das glaube ich jetzt nicht. Das hätte ich nie gesagt, gell? Oh, schön. Oh, Jannik, du bist ein Held. Die Glücksgefühle, die man jetzt entgegenbekommt, das ist Wahnsinn. Wenn man hier baden geht und den Ring verliert, dann ist er im Prinzip abgeschrieben. Man glaubt dann nicht mehr daran, dass er wieder auftaucht. Und das ist halt schon so ein Stück weit Zauberei. Absoluter Hammer. Den Ring will Bernd Kluger erstmal zum Juwelier bringen, zum Aufpolieren.